Servus benannt, der Johann Barsi ist da. Man sagt immer, viele Wege führen nach Rom. Und ich sage, genauso viele Wege gibt es, gute Suppen zu machen. Heute machen wir die Kräutelsuppen, also unsere Kerbelsuppe. Und die Basis davon ist ein Kräuterfond, wo ich auch die Kerbelstiele auskoche. So, und während unser Fond zieht, machen wir hier ein Kerbelöl. Dann nehmen wir ein Pflanzenöl, in dem Fall ist ein Rapsöl und mit dem Kerbel und dem Mixer ist das ruckzuck gemacht. Einer der Wege, wie ich erzählt habe, die nach Rom führen, beziehungsweise zu meiner Kräutelsuppe, ist nicht der mit der Einbrenn, sondern der glutenfrei mit der Bindung von der Kartoffel. Den Fond habe ich abpassiert, da ist alles drin, da sind Gewürze drin, da sind Gemüse auskocht, Zwiebeln auskocht und so weiter. Und da schneiden wir jetzt Kartoffeln rein, die wir kochen. Je nachdem, wie dick man es haben will, dementsprechend der wir Kartoffeln rein. Und die lassen wir jetzt weich kochen. So, und damit das Ganze schon ein bisschen einen kräftigen Geschmack kriegt, werden wir das Weiße vom Lauch noch mit reinkochen. Das kocht dann mit den Kartoffeln fertig und dann geht es weiter. Ein bisschen noch. So, und wenn Kartoffel und der Lauch weich sind, dann würzen wir das alles nochmal. Salz. Ein bisschen am Pfeffer. Ich habe ganz gern ein bisschen am Muskat. Und dann wird das alles aufgemixt. Liebe Leute, macht's mir das aber ja nicht beim Kartoffelpüree. Weil das kleistert. Bei der Suppe macht das nichts aus. Aber Kartoffelpüree, wenn du so aufmixt, dann kannst du damit tapezieren. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ich gern ein bisschen Creme Fraiche hernehme. Aber Creme Fraiche, das hat Säure und das hebt den Geschmack immer bei vielen Speisen. Und noch die Sahne rein. So. Dann lassen wir das alles noch mal aufkochen und dann kommt der Basisgeschmack dazu. Wir tun jetzt Kerbel dazu, das kann aber genauso gut Bärlauch sein, Petersilie, alles was gerade im Garten so wächst. So, wenn ihr es macht, dann habt ihr natürlich eine schöne Farbe. Wenn ihr das alles gleich zusammenkocht, dann ist das Grün eher ein Braun.
So. Bitteschön. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Servus beieinander. Euer Johann Barsi.